Grüezi, fix. Drecks Internet. Wir mit unserer super Bambusleitung. Schaut's mal, was ich dabei hab. Ein Dokumentarfilm über gesunde Ernährung. Hau ab, jetzt spielt dann Bayern. Darin gibt's 100 leckere und gesunde Rezepte und dazu nur einfache Tipps zum spielerischen Abnehmen. 1 Euro beim Aldi auf dem Ramschregal, das wär schon so ein Streifen sei. Grüß euch, mein Name ist Hubert Wildleder und in dieser 1,5-stündigen Dokumentation möchte ich euch den Weg zu einem gesünderen Leben öffnen. Laut einer Studie ist in etwa jeder zweite Mensch in Bayern übergewichtig. Zu viel Zucker, Alkohol, zu wenig Bewegung sind dafür oft die Ursachen. Ich sag euch schon die ganze Zeit, dass ihr euch viel zu ungesund ernährt. Vor allem du beide, aber damit ist jetzt Schluss. Aber Luise, ich brauche in der Früh meine Leberkassime vom Metzger des Vertrauens. Ansonsten komm ich nicht über den Tag. So, heute gibt's ein richtig Schmankerl. Hummus mit frischem Brokkoli. Damit wir endlich mal was gegen deine hohen Cholesterinwerte deren. Ja, pfui Teufel, der Bart schaut aus, als war er vorher schon mal verdaut worden. Ich seh da keinen einzigen Fetzen Fleisch. Probier halt einmal. Na, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Du weißt aber schon, dass das Essen reich an Vitaminen ist. Und zudem noch sehr gut für deine Verdauung. Meine Verdauung funktioniert einwandfrei. Das solltest du am besten wissen. Ich drehe jeden Tag locker eine Stunde da unten auf dem Porzellanpanzer. Das schmeckt ja bei weitem nicht so schlecht, wie es ausschaut. Komm, gib da einen Ruck. Meinetwegen. Jetzt stell dich nicht so an. Du sagst das! Beim Schweinsbraten war das nicht passiert. Was ist denn los, Bäder? Es ist mitten in der Nacht. Ich hab eine saftige Magenverstimmung. Das kommt ganz allein von deinem Hummuszeug da. Ich geh jetzt runter und press mir XXL-Packung Kartoffelchips rein, das grad so raucht. Es gibt nix. Das werden wir sehen. Was ist denn mit dir falsch? Bist du schwanger? Na, meine Alte ist seit neuem auf dem Ernährungswahn. Da wird er sich aber bei mir ganz schön die Hände verbrennen. Jawohl, Bratwürst, Speck, am Käse darf man nicht sparen. Und zur Krönung dann nur einen Obatzen. Gott sei Dank habe ich im Handschuhfach noch mein Notfalllatzerl. Das hast du da so gedacht, Luise. Steck dir dein Hummus sonst wohin.